Enbach gesagt hat, dieser 73b, man weiß nicht, wie er reingekommen ist. Wir wissen, dass da sehr wohl der Enbach wieder reingekommen ist. Also insofern, wir haben ja bestimmte Konstellationen abgespielt. Herr Beckstein hat sich von den Hoppenthaler überreden lassen, dann hat Herr Seehofer nochmal Herrn Dr. Platzer überredet, den Vertrag zu unterschreiben. Also im Prinzip sind da so ganz bestimmte Connections natürlich bekannt, aber die Tatsache ist, dass natürlich hier mit dem RSA, ich sage das einmal ganz plakativ, auch offensichtlich Erpressungsversuche einhergehen, dass man sagt, also wenn ich von dir einen anständigen Vertrag kriege, bin ich auch bereit, durchaus mal über Upcoding, Whitecoding nachzudenken, Downcoding natürlich an der Stelle nicht, es sei denn, du folgst mir und meinem Vertrag und zwar im Ansinnen. Und wenn sozusagen eine Intervention in einen GKV-Bereich zu solchen Verwerfungen führen kann, und wir waren aufgefordert als wissenschaftlicher Beirat, das steht auch im Gesetz, adverse Anreize zu vermeiden. Und ich Ihnen jetzt gerne, ich darf das nicht weiter, laufend weiter adverse Anreize darstellen könnte, dann muss ich sagen, sind zumindest zwei Dinge nicht vernünftig eingestellt worden. Auf der einen Seite, weil die Forderung von vielen, der ich mich auch angeschlossen habe, diesen MORBI-RSA und diesen Fonds sozusagen einmal kalt einzuführen, 2, 3 Jahre laufen zu lassen, wie das bei den BOGs gewesen ist, und Erfahrungen zu sammeln. Was passiert dort eigentlich? Und dann auch nachstellen zu können. Und das Zweite ist, dass man wirklich darauf achten muss, dass man diese neuen implementierten Systeme und Instrumente begleitet. Wir wissen eben nicht, was daraus passiert, und wir sehen eben, dass sozusagen die Begleitung dringend erforderlich wäre, damit das Transparenz wird. Wir sprechen immer auch im Sachverständigenrat von Versorgungsforschung, Politik, Folgenforschung, das an dieser Stelle. Insofern ist dies unterlassen worden, wie ohnehin die Evaluationskultur insgesamt im SGB V weder ausgeprägt ist noch an bestimmten Stellen ausdrücklich genannt ist. Ein letztes Wort, vielleicht auch zur Aufzeichnung, dass die Wissenschaftler nicht immer ganz so von gestern oder jenseits sind, wie man das vielleicht in der Politik häufig meint. Viele von Ihnen können sich noch an den offenen Brief erinnern, der Ende letzten Jahres von uns auch vor allen Dingen mit unterschrieben wurde, unterzeichnet wurde, wo es darum ging, zu fragen, wie hat der Gesundheitsfonds im nächsten Jahr Bestand und ist das, was im Moment mit dem Anteil 15,5 und den Voraussagen für die Finanzierbarkeit der GKV betrieben wird, ist das eigentlich real? Wir haben gesagt, na, mal vorsichtig, ich glaube, wir bekommen doch viele, viele Probleme. Wir sind von der Politik maßgeblich abgemahnt worden, auch mit persönlichen Abmahnungen. Ich will das mal so offen lassen, vielleicht kann man sich das eine oder andere vorstellen. Und insofern zeigt sich aber, dass man bitteschön auch ein wenig mehr auf Empirie setzen sollte und ein wenig mehr die Empirie auch zum Tragen bringen lassen sollte. Auf jeden Fall hätte ich mir gewünscht, dass die Empirie beim MORBI-RSA stärker berücksichtigt worden wäre. Dann wären diese Verwerfungen jedenfalls zum Teil nicht entstanden und wir hätten eine vernünftige Lösung gefunden. Vielen Dank.